Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Im Nachhinein denke ich hätte dem Pheros auch den Meisterdegen geben können. Dann könnte er auch so lustige Sachen machen. Haha! Aber naja, lassen wir mal lieber sein. So, Koanga, mit dir wollte ich auch mal sprechen. Oh, es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ja, wir kriegen es trotzdem hier. Kenne ich dich nicht? Du bist Koanga. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Anga. Huch. Meinen Titel habe ich abgelegt. Unser Stimm auch. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Ja, das ist mit all denen passiert, die im Schläfer kultigt haben, das haben wir ja mitkriegt. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Dann sag mal wo. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Okay, also irgendwo im Süden müssen wir suchen. Dann erzähl doch mal. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Nett. Ich habe sie nie wieder gesehen. Gut, dass ich mich nicht im Sumpflager angeschlossen habe und mit dem Schläfer in Verbindung gestanden habe, weil die haben ja anscheinend Teile von seinen Schmerzen mitgetragen. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Okay. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Dann Angas Amulett. Anga hat sein Amulett verloren und versucht es nun verzweifelt wieder zu finden. Das Amulett soll sich irgendwo im Süden befinden. Anga wird losziehen, um es zu suchen. Okay. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Gut. Hier. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort, wo ich als letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Hier? Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen, Gut. Hier? Wann willst du gehen? sobald ich mich wieder besser fühle. Alle Haupt. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Gut. Irgendein Grab mit Findlinge im Süden. Müssen wir mal auf der Karte später gucken. Quatsch, bevor ich jetzt ins Haus der Ritterei gehe, könnte ich mich nochmal hier ein bisschen umgucken. Wie läuft's dann hier ab bei euch, Jungs? Okay, namenlose Ritter. Der Schmied und sein Gehilfe sind anscheinend nimmi hier. Deswegen wäre es vielleicht echt von Vorteil, wenn dieser Jan dann die Position einnehmen wird. Da gucken wir nochmal noch over. Komm schon. Na, wer treibt sich hier rum? Kein Mensch. Okay. Die Zahl der Waffenknechte und Ritter scheint hier auch ständig zu schrumpfen. Ist der Quartiermeister noch hier anwesend? Ja, dann gibt's noch. Engor gibt's noch. Gut, Kerl, mit dir wollte ich eh noch sprechen. Es wäre gewagt, seine Karte zu stehlen. Okay. Wenn das gewagt wäre... Oh, nee, Quatsch. Der 2er wollte ich ja nicht überschreiben. Sondern ich will dann der 3er überschreiben. Der 2er wollte ich mal hier aufheben. Huch. Was habe ich denn jetzt für einen Käse gemacht? Oh, toll. Oh, toll. Ach du Scheiße. Oh, wieder irgendwas Begnadetes im Spiel passiert. Oh, nee.
Okay, ihr liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal cutten. Da bin ich wieder. So. Das hat jetzt wieder 5 Minuten gedauert, bis ich überhaupt aus dem Spiel rausgekommen bin. War auch großartig. So, jetzt gucken wir mal. Landkarte Minental erhalten für 200 Erfahrung. Das ist gut. Wie laufen die Geschäfte? Es geht. Ich hoffe, die Drachenjäger haben auch Gold und nicht nur große Worte. Wie steht's Okay. mit dir? Brauchst du noch irgendwas? Immer. Aber ja, wie gesagt, ich hasse das, wenn das im Spiel dann nicht so läuft, wie ich das will. Und wenn sich das Spiel aufhängt und vor allem ich nicht mehr rauskomme. Ich habe wenigstens keinen kompletten PC-Neustart hier legen müssen. Zeig mir deine Ware. Aber es war trotzdem ätzend. 5 Minuten habe ich gebraucht, um aus dem Spiel wieder rauszukommen. Mit dem Affengriff, STRG Alt und Entferne und dann auf Task Manager. Und bis ich den überhaupt zugreifen konnte. Das war ein Geraffel ohne Ende. So, die mittlere Wunden heilen holen wir uns auf jeden Fall. Genauso wie die leichte Wunden heilen. Golem holen wir uns auch. Genauso wie ein Dämon beschwören ist nie verkehrt. Und ja, als Inosdiener vor allem, ich weiß. 3 Rohstahl können wir auch gut gebrauchen. Dann holen wir uns hier noch die, ja komm, die ganze Dietriche können wir uns definitiv noch holen. Das ist absolut kein Problem. Die brauchen wir sowieso, die Dinger. Dann hat er hier noch Ring der Unbezwingbarkeit und Flammenschutzring. Ja, von den Teile können wir uns durchaus auch mal ein paar gönnen. Haben wir mal auf 45. Und von den anderen, wie viel habe ich dann? 10er. Okay, dann machen wir auch noch ein paar. Machen wir das mal auf 25 kommen. Und von den Dinger sollte man wenigstens auf 5 kommen. Ja, machen wir eher 10er. So, dann können wir noch ein bisschen Kruscht verkaufen. Ich habe hier noch ein paar Ork-Äxte im Gepäck. Genauso wie hier und hier. Von dem schweren Zeug habe ich noch ordentlich was parat. Steinbrecher wollte ich mal aufheben. Oder Stahlzunge. 90 braucht das. Braucht 80. Ja, komm. Egal, kann beides fordern in dem Fall. Meisterdegen will ich behalten, allein nur, dass ich haha machen kann, wenn ich es ziehe. Und ansonsten, was haben wir da noch, was wir fortschmeißen können? Da haben wir noch ein paar Billigringe bestimmt. Feuerring, Holzring, der kann auch weg. Erzhaut, Eisenhaut, ja, Eisenhaut kann dann fort. Ring der Magie, Lebenskraft. Ja, Priester, Heiler. Lass mal erstmal gut sein, die Dinger, die sind eigentlich Unikate, die ich ganz gern behalten würde. Das Auge Enos würde ich natürlich sofort verkaufen. Amulett der Flammen, ja, man weiß ja nie, wenn ich mal wieder auf so einen Gegner stoße. Amulett der Macht will ich auch behalten. Frankos Amulett, ja. Ja, ne, behält man trotzdem nur dafür, dass ich den Kerl abgemurkst habe. Was haben wir dann hier noch Schönes, was ich da verticken kann? Hier, Horn eines Drachensnappers, ja, behalten wir erstmal als Trophäe, man weiß als nie, wann man so Ding mal gebrauchen kann als Ingredienz oder so. Aber hier goldener Kerzenständer, goldene Schale, Schatulle, goldener Kelch, es kann alles fort. Genauso auch wie hier die Ringe. Innerstatue behalte ich, weil ich ein höchst heiliger Paladin bin. Und ansonsten, ja genau, so Kruschbi. Wolfsfälle können weg. Die Flammenzunge behalte ich erstmal, man weiß auch nie, wann man die als Ingredienz mal gebrauchen kann. Kralle können auf jeden Fall weg. Sumpfheizähne möchte ich einfach mal Zähne behalten. Und Zähne können dafür alle weg. Genauso wie die Blutfliegeflügel, die können auch alle fort. Reptilhäute kann ich auch gern haben. Schattenläufer würde ich ganz gern behalten, die Hörner. Genauso wie das Trollfell. Schattenläuferfell kann er erstmal behalten. 2 will ich einfach für mich. Einfach so was Ambiente. Zerkratzt die Silberschale kann ich haben. Kohle kann ich auch noch ein Stückchen nehmen. Und Diegos alter Lederbeutel. Ja gut, ich denke, da sind wir relativ gut bedient. Wir haben wir noch ein paar gute Geschäfte gemacht. Und ups, dann können wir jetzt mal zum Overgoscher zurück. Sehr schön, ohne dass ich mir dort die Haxe gebrochen habe. 4:25 Uhr Hämmer, so allmählich wird es halt ach wieder hell dort draußen. Und bis wir mit Garond fertig sind, können wir theoretisch auch wieder im Helle losspazieren. Ist wieder so ein namenloser Kompagnon. Ja, ist anscheinend. Okay. Dann können wir noch mit den anderen 2 sprechen, die Poste von Scar und Athos von den Erzbaronen eingenommen haben. Huch, die sind gerade nicht da. Okay, aber Garond ist hier. Ohne Leibwache. So, servus Garond. So, wie schaut's dann aus? Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Oh. Ist er wieder da? Dann kannst du ihm ausrichten. Nein, ich meine Jan. Einer der Drachenjäger. Er ist Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe.
Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja, Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Ja. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Okay. Einverstanden? Ja gut, dann... ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Jo, das ist ja dann sein Job. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Okay. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Orik kann dir mehr dazu sagen. Allerhopp. Gut, dann wissen wir doch Bescheid. Dann sollten wir mal mit Orik sprechen. Das war der, dem wir ursprünglich beim ersten Mal die Nachricht gegeben haben, dass sein Bruder gestorben ist. Okay. Burg haben wir ja schon beim ersten Mal gut geplündert. Ist hier einer von euch? Ja, hier pennt jemand. Der Richtige zufällig? Ah, nee. Natürlich nicht. Aber mit dir können wir auch schwätzen. Parsival. Hier. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Sie nennen sich selbst Drachenjäger. Für mich sind das alles nur Tagediebe und Verbrecher. Natürlich. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern. Nett. Im Gegensatz zu Lord Hagen sind sie hier. Leider. Sie sind alles, was wir haben. Innos hat uns wirklich eine sehr schwere Prüfung auferlegt. Alter, Pins nett. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Nett. Der höchstheilige Paladin Arschloch. Sehr nett. Höchstheiliger Schmollkopf. Idiot. So, soll er ruhig noch weiter pennen, die paar Stunden, die er noch hat. Ja, die Stunde, die er wahrscheinlich noch hat, bis er wieder aufsteht. Weil hier steht man relativ früh auf. Dann sprechen wir mal mit dem anderen. Ich hoffe, der ist ein bisschen besser drauf. Der dürfte dann hier residieren, oder? Ah, nee, hier residiert er nicht. Okay. Das war ja das alte Zimmer von Thoros, Scar und Athos. Bartolo hieß der, glaube ich. Der hat hier sein Zimmer gehabt. Da hat Gomez geschlafen und dort drüber, wo Parsival nun nächtigt, war dann das Zimmer von Raven. Okay, in Bartolos altem Zimmer ist man Kenner. Ich sag jetzt bloß, der strategische Offizier nächtigt in Gomez ehemaligem Zimmer. Weil das wäre ja eigentlich das, was Garon zusteht. Ach Gott, ja, tatsächlich. Legt er sich einfach frech ins Bett von Gomez. So, Kerl. Hier. Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Ich heiße dich in unserem Orden willkommen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Der ist doch wesentlich optimistischer als der andere Idiot. Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Ach ja, der war das, der die Quest gibt. Hier. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du bist der einzige von uns, den wir hier entbehren können. Nett. Alle anderen Ritter werden hier gebraucht. Danke. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Gut, so. Haben wir hier noch irgendwas? Ich werde keinen feigen Mord an Hoshpak begehen. Kannst du dir überhaupt ausmalen, wie schlecht unsere Lage ist? Wir werden von einer uns überlegenen Armee der Orks belagert. Unsere Vorräte sind fast verbraucht. Wenn es uns nicht gelingt, das Erz zum Schiff zu bringen, dann werden die Orks unser gesamtes Königreich verwüsten.
Alles, wofür wir stehen, wird in Vergessenheit geraten. Okay. Na gut. Gut. Ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Jo. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Jo, ich weiß wo, ja. Dann, hier noch? Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Nett, dann haben wir hier noch Ich was. brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Jo, Ziemlich verdächtig, findest du nicht? jupp. Das ist da, wo ich zum ersten Drache hingehen musste. Sumpfdrache. Sodele. Okay, dann machen wir hier mal wieder zu. Nachdem der gute Mann hier im Luxus von Gomez ehemalig im Zimmer schwelgen kann. Und wir können jetzt noch mal ein bisschen was anderes erledigen. Wir können jetzt erst nochmal Jan Bescheid stoßen und dann wollte ich noch ein bisschen was lernen, wie man Drache ausschlachtet. Und dann können wir ja mal schauen, dass wir Hoshpak niedermachen. Und dann können wir uns der Drache widmen. So, hier. Hol deinen Hammer. Du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Gut, das freut man doch. Das freut einem doch zu hören, dass es überhaupt noch Leute gibt, die wirklich noch was schaffen. Oder was schaffen wollen. Okay. Aha, ja, genau, als erstes... Was ist los? Ich freue mich, dass ich schaffen kann. Sofort zum Bett gestürmt wie ein Idiot. Okay. Bei dem hätte ich dann die Drachejägerrüstung kaufen können. Dafür hätte ich einen Drachenschuppe bei noch geben müssen. Dann hier. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Nichts, was besser wäre als deine Rüstung. Ja. Also sollten wir das lassen. Ja, weil bei dem könnte ich nur die Drachejägerrüstung kaufen. Bring mir Schmieden bei. Was genau willst du schmieden? So, jetzt gucken wir doch mal. Toll. Na klasse. Da kann ich nichts lernen bei dir. Super. Super Sach. Okay. Dann war die Quest ja natürlich auch wieder total für den Arsch. Naja. Okay, dann gehen wir da in Richtung Süden, wo er uns aufgetragen hat. Und da sollen wir dann noch Richtung Zelt gehen von Hoshpak. Moment, das dürfte von hier aus ja einigermaßen sichtbar sein. Auf jeden Fall, die Richtung, in die es geht, sollte klar sein. So. Okay, jetzt liegt es wieder an uns. Das heißt, hier wird erstmal der Yankee 3 gemacht. Und dann gibt es ja noch ein paar Ucha-Chachas, die wieder respawned sind. Na, komm mal her, du Scheiß-Typ. So, hier kann ich auch den Bonus von der Rampe nutzen. Ja. Weiter trauen sie sich nämlich nicht. Ja. Geh du mal in die Richtung, du Idiot. So. Gut die Sache. Also die Sache mit der Rampe kann man definitiv schön ausnutzen, finde ich. Weiter trauen die sich nämlich nicht, die Viecher. Und dann kann man sie da ordentlich platt machen und muss sie nicht im Feld fertig machen. So, irgendwo war noch ein Wag, den ich gehört habe. Na egal. Komm her. Genau, Ucha-Cha-Cha. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Hey. Hey, hey. Jetzt setz aber auf. So. Mal wieder gestorben, bevor er gemerkt hat, dass er gestorben ist. Dann können wir jetzt uns auch nochmal mit leichten Wunden heilen ausrüsten. Also die Orks können jetzt hier auf jeden Fall jede Menge Erfahrungspunkte geben. Sodass wir hier sehr bald sehr große Nummer sind. Weil die Lernpunkte kriegen wir ja dann dafür. Und dann können wir ordentlich was lernen. Okay, 250 Erfahrungspunkte brauche ich nur noch. Seht, der nächste Ork macht mich wieder ein Level stärker. Ich gehe jetzt aber in die Richtung, in die Senkrad angeblich verschwunden sein soll. Mit seiner ach so tolle Armbrust. Weil da in der Nähe ist ja auch der Hansel, der uns was über die Jagd beibringen kann. Und da ist auch noch Ork-Elite. Ja, das sieht schon mal ganz ordentlich aus hier, der Weg. Okay. Also hier wimmelt es mal wieder nur so von Orks.
Die Schneise sollten wir uns aber definitiv wieder freischlagen. Das heißt, okay, klar. Die Schneise muss freigeschlagen werden, weil hier wieder jede Menge Snapper respawned sind. So. Ein Ork oder Ersatzwaffe 3 Snapper in 8 gereicht, dass wir wieder Level kriegt hätten. Das ist doch schon mal was. Und ich finde definitiv, wir sollten in Zukunft auch nur noch auf Zweihandkampf und auf Stärke skiller. So, da ist noch ein ganzer Haufe voll. Oh, wow, 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 wow. Gewittererlei, das sieht nicht gut aus für uns. Ich gucke, dass ich die Jungs zur Schneise bringe. Oh, bleib doch mal. Steh, du Affekopf. Wow, 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 wow. Da kommt die ganze Generalität noch hinterher. Uffa. Da kommt der halbe Generalstab noch hinterher gewackelt. Ja, da komm doch her, du Affekopf. So. Mir soll's recht sein. Weil je mehr Orks hier noch sind, desto mehr Erfahrungspunkte für mich. Aber ein Geplärre ohne Ende. Ein Durcheinandergeplärre. Oh, Alter. Netter Affenzirkus hier. Alter Falter. Ja, aber die Ork-Elite... Boah, ich komme hier gar nicht mehr zu Wort hier vor lauter Gekrisch. Die Ork-Elite bringt satte 450 Erfahrungspunkte. So. Okay. Alter Falter. Noch ein Ork tot und jetzt noch du. Last Ork Standing. Alter Falter. Durchgeplärrt wie noch was hier. Ein Gekrisch sondersgleichen. Aber ich sag's euch. Gerade am Anfang ist diese Rampe absolut genial. Schaden 100, 120 Stärke braucht man dafür. Leichte Wunden heilen. Das nehme ich doch liebend gern an. Genauso wie die Fackel. Ja, diese Ork-Elite, das ist schon ein ziemlicher Hammer, aber dafür haben die als wirklich recht gutes Standardzeug dabei. Manche von denen haben als Standard kruscht sogar eine Drachewurzel dabei und eine Wagfell in der Kombination. Das heißt, die Ork-Elite lohnt sich durchaus zu flattern. Da ist nichts zu holen. Okay, dann habe ich. Nichts zu holen. Habe ich. Nichts zu Habe plündern. ich. Nichts zu plündern. Habe ich, Nichts habe zu ich, plündern, habe nichts ich. zu holen. Allerhaupt gut. Da ist nichts zu Da holen. haben wir jetzt aber hier ordentlich aufgerahmt, würde ich mal sagen. Gewitterleid. Das erste Mal speichern wieder. Das war jetzt auch mal wieder ein Krampf im Arsch. Aber hey, immer hier. Hier haben wir ordentlich was abgerahmt. Und die ganzen Erfahrungspunkte, die wir hier sammeln können, sind schon echt von Vorteil. Jeder Erfahrungspunkt durch einen Ork ist hier ein Gewinn, würde ich sagen. Ja, die ganze... Hier haben wir auch platt gemacht. Das heißt, die ganze Zelte hier stehen auch frei. Da haben wir ja die ganze 3 Ork-Elite fertig gemacht. Den Idiot hätte ich noch ganz gern platt gewalzt. Komm schon her, du Scheißkerl. So, weil die Schamane bringt auch gut was. Ups, 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 ups. Upp. Geh fort. Geh fort, Bello. Mm. Autsch. Oh, Mann. Na, komm doch her, du. Nein! Komm doch her, war keine gute Aussage in dem Kontext. Nee. Ich habe unterschätzt, dass diese Waage doch ordentlich Schade reißen können. Das war nicht so clever. Nee, das sparen wir uns jetzt. Wir gehen jetzt rüber in das Gebiet. Und ich mache nur noch die Snapper klar, die da noch sind. Dann sollte das eigentlich kein großes Problem mehr sein.
Sodala, Sodala. Genau, du hast noch ein paar Snapper. Du ist das Zelt von Hoshpak. Dann können wir den A-Führer noch auf dem Rückweg platt machen. So. Aber erst einmal die Snapper. Wie, du hältst 4 Schläge aus statt 2. So. Das war wohl hier der König-Snapper oder was? Der hier ganze 4 Schläge einsteckt. Ja, wie gesagt, auf dem Rückweg von dem Gebiet drüber gehen wir nochmal hier vorbei und machen Hoshpak dann noch platt. Aber erst einmal müssen wir hier rüber. Hier ist auch jede Menge Pack, aber leider kein Hoshpak. So, dann speichern wir hier noch. Die hätten in ihre Zelte ein paar Kleinigkeiten noch parat für uns. Worum wir uns auch noch kümmern sollten. Und hier irgendwo am Flussufer liegt, glaube ich, Senkrad dann. So, das geht ja relativ fix jetzt. Ups. So, die Orks kriegen wir ja relativ fix mittlerweile hier. Die dürfen halt nur nicht zu viel sein. Dann ist das alles kein Problem. So, dann können wir hier nochmal speichern. Und, komm schon her. Oh, 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 sogar mit Schamane. Oh, und mit Elite, das ist nicht gut. Die Elite ist ziemlich stark. Hoppala. Ja, wenn die Elite hier mal richtig zuschlägt, habe ich schon geschissen. Ah. Mit ganz viel Glück könnte... Nee. So viel Glück habe ich dann auch nicht gepachtet. Schade drum. Aber okay. Wissen wir da Bescheid. Da kommt ja jedes Mal immer gleich der ganze Pulk gewatschelt von denen. Dann sollten wir vielleicht in die Richtung marschieren. Senkrad haben wir hier zwar nicht, aber der Jäger ist in die Richtung. Deswegen zum Jäger würde ich eigentlich ganz gern. Wenn dann immer gleich der ganze Pulk marschiert käme, wäre das halb so schlimm. Schade, dass ich die nicht so einzeln rauslocken kann, die Orks. Die kommen mindestens zu 2. Das ist dann schon ein relatives Problem. Na, glücklicherweise haben die mich ja nicht bemerkt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 3 Orks auf einmal. Das ist ziemlich heftig. Oh, 4 Orks auf einmal sogar. Nett. Okay, da habe ich keine Chance. Die Scheiße spare ich mal schon mal gleich. Die Schnapsidee, dass ich mich mit der nur zu 4 anleg. So. Ich will ja nur zu dem... Jäger. Wer huscht denn dann da hinter mir? Welcher Ucha-Cha-Cha? Ah, 2 nur. Okay. 2 könnten machbar sein. Ich sag bewusst könnten. Okay. So, also, geht doch, geht doch, geht doch. Ja, manchmal kann ich's noch, aber nur manchmal. Immerhin sind es 2 Ork-Krieger weniger. Ich glaube, wir können die Zauberrolle eigentlich gleich mal lassen. Dass wir die auf 7 standardmäßig ausgewählt haben und die auf 8. Wow, 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 wow. Das sind ja gleich die nächsten Kumpels. Okay, es wird anscheinend nicht besser hier in dem Gebiet. Na gut, dann ihr nochmal. Dann guckt mal hier, Jungs. Okay. Das vergiss es. Alter Falter, die hauen aber 8 drauf auf 5, die Jungs. So. Alter Falter. Nett. Du hätten sie mich aus der Socke kauer. Na klasse. Einmal probiere ich es jetzt noch. Einmal will ich es noch probieren.
Weil das funktioniert ja auch eigentlich. So. Wenn man dann mal richtig Glück hat, dann kann es auch ziemlich schnell zu Ende gehen mit der Nacht. So. Wenn sie nicht gleich 500 Treffer hintereinander landen, die alles am Crit sind, kann man doch auch mal Glück haben bei der Orks. Alter Falter. Okay, jetzt ist nur noch einer und Endtreffer und ich bin tot. Okay. Toll. Allerhopp, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo es dann weiter Richtung Jäger geht. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.